Ja, hallo Leute, es ist wieder der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, was du aussehst mit deinen eigenen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Deine Umwelt und dein Körper ist ein Feedback-System, das dir deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen widerspiegelt. Erkenne dich selbst im Zustand deines Körpers. Erkenne dich selbst im Zustand deiner Wohnung. Erkenne dich selbst im Zustand deines Freundeskreises. Du bist der entscheidende Faktor deiner Alltagsrealität. Du entscheidest mit deinen eigenen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, welche Ereignisse du magnetisch anziehst. Deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen fungieren als Magnete für Ereignisse. Die Ereignisse passen immer 1:1 zu deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Solange du das nicht akzeptierst, solange du nicht die volle Verantwortung übernimmst für deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, für deine Bewusstseinsinhalte, solange du das nicht machst und anderen die Schuld gibst für deine Situation, bekommst du dein Leben nicht in den Griff. Dein Körper ist ein unmittelbares Feedback-System. Krankheit ist immer selbst erzeugt. Solange du nicht anerkennst, dass du deine Krankheit selbst erzeugt hast, bist du Opfer deiner Krankheit und Opfer von Umständen. Aber sobald du die Verantwortung übernimmst für den Zustand deines Körpers, für seine Kränklichkeit, dann kannst du etwas tun. Und was du tun kannst, ist, du musst nicht Symptome bekämpfen. Symptome sind eigentlich schon der Indikator dafür, dass du nicht in deiner eigenen Mitte bist. Wärst du in deiner eigenen Mitte, wärst du in deinem Flow, wärst du in deiner guten Laune, in deiner Freude, in deiner Liebe, in deiner Wertschätzung, wärst du in deiner Mitte, dann würdest du gar nicht Krankheit anziehen. Aber die meisten Ärzte arbeiten mit Symptombekämpfung. Das ist wie wenn du auf den Spiegel einschlagen würdest oder den Spiegel in deinem Badezimmer zerschlägst, weil er zeigt dir irgendwelche Symptome. Dein Körper zeigt dir auch nur irgendwelche Symptome, es ist ein Feedback-System. Es nützt nichts, wenn du die Symptome bekämpfst. Die Ursache für jede Krankheit ist, dass du nicht in deiner eigenen Mitte bist. Und die Heilung für jede Krankheit ist, dass du wieder in deine Mitte gehst. Vergiss die Symptombekämpfung. Symptombekämpfung verschlimmert oft noch das Problem, dass sie damit begonnen hat, dass du irgendetwas bekämpft hast. Ein Ereignis hast du bekämpft, einen anderen Menschen, die Tat eines anderen Menschen hast du geistig bekämpft. Und dadurch bist du aus deiner Mitte gefallen. Lass los, lass deine Mitmenschen los. Vergebe dir selbst und deinen Mitmenschen. Schau, dass du wieder in deine Mitte kommst. Konzentriere dich auf Dinge, die dir Freude machen. Lass die Dinge los, die dir keine Freude machen. Fokussiere dich auf Dinge, zu denen du Ja sagen kannst. Und lass die Dinge los, zu denen du Nein sagst. Let it be.
Die oberste Priorität, wenn du krank bist, ist nicht die Symptombekämpfung. Die oberste Priorität ist, dass du wieder in deine Mitte kommst, dass du in deine Freude kommst, dass du in deine Lebensfreude kommst, dass du in deine Liebe und Wertschätzung kommst. Da musst du ansetzen. Lass die Symptombekämpfung los. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, wieder in deine Mitte zu finden, in deinen Flow-Zustand, in deine Freude. Du kennst das, du warst als Kind oft in diesem Flow, in diesem Freudezustand. Und manchmal warst du auch als Erwachsener in diesem Flow- und Freudezustand. Wenn du deinem Hobby nachgehst, wenn du deinem Sport nachgehst, wenn du Urlaub machst, wenn du dich frei fühlst, wenn dir irgendetwas gute Laune gegeben hat, dann warst du in diesen Flow-Zustand. Und diesen Flow-Zustand musst du wieder erreichen, um gesund zu werden. Bist du einmal in diesem Flow-Zustand, dann sind die Krankheiten und Symptome gar nicht mehr so wichtig für dich. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich geliebt, du fühlst dich voller Freude und die Symptome werden von selbst wieder verschwinden. Glaube mir, das Wichtigste ist, dass du in deine liebende, wertschätzende, freudige Mitte kommst. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne ein paar Wochen, damit du wieder in deine freudige Mitte kommst und die Symptome ganz von selbst verschwinden. Ciao.